Ach, da hinten ist keiner. Aber wahrscheinlich von bei der Taverne. Na, da ist auch keiner. Aber da drinnen kann man unsere Ware. Klar, Bruder des Rings. Unsere Sachen verkaufen, wo wir einen abgenommen haben. Barbarenstreitaxt. Hat er denn ein schönes Schwert? Keilerklinge, die wird natürlich auch was. Aber die Stärke haben wir noch nicht. So, pass auf, was haben wir denn alles? Gravierter Ring, der Überseehändler aus Überseehändlergilde Araxos. Ich glaube, der ist wichtig, den behalten wir uns. Zudem ist er nichts wert. Ring der Eisenhaut kann man eigentlich verkaufen. Wir haben den ein bisschen, und zwar den Ring der Erzhaut. Dann haben wir Minecrawler-Zaun brauchen wir nicht. Minecrawler-Panzerplatten behalten wir uns einmal wegen einer Rüstung. Kohle wickert. Schwarze Perle bringt 400. Schatulle 300. Goldbrocken bringt da etwas. Sumpfkraut sowieso. Erzbrocken weg damit. Dann haben wir Krallen brauchen wir nicht. Knochen brauchen wir nicht. Aquamarin. Bergkristalle, das haben die Suchenden immer dabei. Silberring weg. Und Schwefel weg. Die Waffen, sollen wir uns die schon kaufen? Obwohl. Der Orkschlecht ist dann besser mit 130. Den nehmen wir uns schon mal mit. Für später. Sicher ist sicher. Aber es dauert noch ein bisschen dahin. Wir haben erst Stärke 86. Aber muss er vorausschauen, planen. So, vielleicht einmal mal speichern. Jetzt wird wahrscheinlich der nächste Suchende gleich irgendwo stehen. Glaube ich zumindest. Hat das Wölfe? Das war einer. Wieder Fell für Bossbar. Da ist der Feuermagier, der kann uns bestimmt was verkaufen. Zeig mir deine Ware. Heilung, nehmen wir mal mit. Und Magie brauchen wir. Aber wir können eigentlich eh noch ins Kloster. Möge Innos allzeit über dich wachen. Ja. Das kann er später auch machen. Im Kloster gibt es bestimmt auch noch ein paar Magier, die uns was verkaufen können. So, Fresse halten. Was ist denn das da vorne für ein Knabe?
Hey du. Hey du. Warst du schon mal im Kloster? Kann sein. Wieso? Nehmen die noch Leute? Ich weiß sonst nicht, wo ich bleiben soll. Wo kommst du her? Ich war Kapitän eines großen Walfängers, mein Junge. Die See ist mein Zuhause. Mein Schiff, die gute alte Magdalena, ist vor einigen Monaten von Piraten versenkt worden. Und nun bin ich hier gestrandet. Ich wünschte mir nichts mehr, als wieder in See stechen zu können. Doch seit ich hier bin, hat in dem verfluchten Hafen kein Schoner mehr angelegt. Das einzige Schiff, was in Korinis vor Anker liegt, ist die verfluchte Kriegsgaleere des Königs. Und die nehmen keine Leute. Was bleibt mir denn noch? In der Stadt gibt es keine Arbeit für mich. Ich lasse nichts unversucht. Besser, du verschwindest von der Straße. Mach dir keine Sorgen. Ich habe schon gemerkt, dass die Wildnis hier draußen in den letzten paar Tagen verdammt gefährlich geworden ist. Gut. Also dann können wir jetzt auch nicht weiterhelfen, dass der Arbeit sucht und keine findet. Das ist normal, dass da vorne so komisch staubt oder raucht. So, was treibt denn der da? Ach, Milton? Wie bist du so schnell zum Kloster gekommen? Was soll die Frage? Ich habe mich durch den Pass geschlichen und dann auf direktem Wege zum Kloster begeben. Zugegeben, es war nicht immer leicht, den ganzen Monstern auszuweichen, die sich diesseits des Tales breit gemacht haben. Aber letztlich hatte ich weniger Probleme als erwartet. Ich muss dringend ins Kloster. Ich kann dich nicht ins Kloster lassen. Ich bekomme Ärger mit dem Hohen Rat. Ohne Erlaubnis meiner Vorgesetzten darf ich niemanden ins Kloster lassen. Ich habe einen Brief von Lord Hagen. Zeig mal her. In Ordnung. Hier hast du den Schlüssel vom Kloster. Pyroka ist in der Kirche. Weißt du etwas über die vermummten Gestalten? Nein, aber ich habe ein ungutes Gefühl bei diesen Typen. Sieh dich vor, wenn du ihnen begegnest. Weißt du, wo die anderen sind? Gorn hat seinen Kerkeraufenthalt bei Garond ganz gut verkraftet. Jedenfalls wollte er zu Lee und gucken, was auf dem Hof so passiert. Nach dem Kerkeressen wird er sich wohl gerade den Wanst vollschlagen und die Vorräte der Söldner auf eine echte Bewährungsprobe stellen. Diego hat was von einer Abrechnung gemurmelt. Keine Ahnung, was er damit meinte. Ich vermute aber, dass er in der Stadt ist. Du kennst ihn ja. Immer da, wo was zu holen ist. Ja, wir sollten dann nach dem Klostercup mal zu den Söldner schauen. Das hätte ich dir vorher sagen können. So, also jetzt haben wir im Kloster der Feuermagier. Wer erzählt denn sowas? Und Pyroka ist in der Kirche. Das hätte er doch besser wissen müssen. Irgendwann muss das ja so kommen. Gut. Ja, dann gehen wir gleich mal zu dem. Ja schon. Das kann man. Und nachher werden wir uns dann mal umhören, was die so zum Song haben. Oder zum Bieten haben an Waren und so. Ach, das ist er. Wer ist das? Serpentes. Und da haben wir dann noch Ulta. Gut, reden wir mal mit dem. Einige Bürger von Korinis sind auf seltsame Weise verschwunden. Das ist mir bekannt und sehr bedauerlich. Jedoch haben wir uns mit den Magiern des Wassers darauf geeinigt, dass sie sich der Sache annehmen. Gleiches gilt für die Untersuchung der eigenartigen Erdbeben in der nordöstlichen Region von Korinis. Bisher ist mir nicht zu Ohren gekommen, dass unser Einschreiten vonnöten wäre. Also werden wir auch nichts in dieser Sache unternehmen. Ja, aber... Kein Aber. Wir werden verfahren, wie wir es für richtig halten. Und ich hoffe, auch du wirst das respektieren. Ich komme aus dem alten Minental. Was hast du zu berichten? Der Feind hat sich dort formiert und wartet mit einer Armee von Orks und Drachen auf. Das ist uns schon von Milton mitgeteilt worden. Aber wie steht es um die Erzlieferung des Königs? Die Mine, die Garond im Tal ausheben lässt, wird den Bedarf des Königs nicht decken. Die Tage werden grauer und das Licht der Sonne immer schwächer. Ich bin von Männern in schwarzen Roben angegriffen worden.
Ich weiß. Das sind die Suchenden. Schergen der Unterwelt Beliars. Nimm dich vor ihnen in Acht. Sie werden versuchen, von dir Besitz zu ergreifen. Bist du erst einmal besessen, bist du nicht mehr du selbst. Dann kann dir nur noch hier im Kloster geholfen werden. Also sei vorsichtig. Hier, diese Rune wird dich direkt zum Kloster zurückbringen, wenn du unserer Hilfe bedarfst. Denk daran, wir müssen Widerstand leisten. Sonst sind wir alle dem Untergang geweiht. Haben wir schon Besessenheit? Ich glaube, ich bin besessen. Kannst du mich heilen? Nicht ohne ein Zeichen deiner Ehrerbietung diesem Kloster gegenüber, mein Sohn. 300 Goldmünzen. Ja, dann bleiben wir, glaube ich, lieber besessen. Das ist mir zu viel. Ich bin gekommen, das Auge Innos an mich zu nehmen. Ich sehe, du hast eine Ermächtigung von Lord Hagen persönlich erhalten, das Auge Innos zu tragen. Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Wir sind einer heimtückischen List des Feindes zum Opfer gefallen. Das Auge Innos ist aus diesen heiligen Mauern gewaltsam entwendet worden. Wer hat das getan? Das Böse ist gerissen und wirkt meist im Verborgenen. Nur selten sieht man es ans Tageslicht kommen, um seine bösen Machenschaften zu verrichten. Doch in diesen Tagen ist das anders. Der Feind zeigt sich offen auf der Straße, in jedem Heim und auf jedem öffentlichen Platz. Das kann nur bedeuten, dass er keinen Gegner mehr fürchtet und vor nichts mehr zurückschrecken wird. Einer unserer treuesten Anhänger und Anwärter auf die hohe Robe der Feuermagier ist unerwartet und auf erschreckend bösartige Weise übergelaufen. Pedro. Der Feind hat sich seiner bemächtigt und uns damit eine verheerende Niederlage zugefügt. Pedro hat sich gewaltsam Zugang zu unseren allerheiligsten Hallen verschafft und hat das Auge gestohlen. Ich fürchte, er war einfach zu lange alleine draußen vor den Toren und somit außerhalb der schützenden Klostermauern allen lauernden Gefahren ausgeliefert. Wohin ist der Dieb geflohen? Pedro schlug einige der anderen Novizen nieder, die versuchten ihn aufzuhalten, und verschwand im Morgennebel. Viele Novizen sind ihm gefolgt, um das Auge unbeschadet wieder an seinen Platz zu bringen. Wenn du sie noch einholen willst, dann musst du dich beeilen, bevor Pedro für dich unerreichbar wird. Eine Sache noch. Einige der von Innos geweihten Wegschreine sind vom Feind geschändet worden. Sie haben ihre magische Weihe verloren. Verstehe. Und nun? Es ist an dir, diese Schreine wieder zu reinigen, um die Situation nicht eskalieren zu lassen. Nimm dieses geweihte Wasser und träufle es auf den Sockel des Schreins. Mit den heiligen Worten der Reinigung wird der Schrein seine alte Macht wieder zurückerlangen. Ich habe hier eine Karte für dich. Darauf sind die Schreine, die wir aufgestellt haben, eingezeichnet. Geh nun hin und verrichte deine Aufgaben. Ja, da hinten klingt auch schon wie so Kettenraucher. Hat der noch was zum Song? Hast du mir noch etwas zu sagen? Entferne dich. Du weißt, was du zu tun hast. Na, etwas reinlicher bitte. So, was denn da ist, wissen wir. Wir müssen Pedro einholen. Der ist nämlich mit dem Auge Innos davor geflitzt. Und sowas nennt sie Feuermagier. Was ist denn sowas? Das wird sich nie Ja, bevor wir uns da umschauen, werden wir Pause legen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Und zwar da vorne. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Und dann werden wir erst einmal uns da besser ausrüsten mit Magier und Magie und so Sachen. Und dann werden wir uns auf die Suche nach Pedro machen und werden auch die Schreine reinigen. Der arme Kerl kann einem leid tun. So, mal noch kurz speichern.